Mit Gunther haben wir einen neuen Verbündeten gewonnen, obwohl eigentlich eher alten Verbündeten, aber ganz ehrlich, die Werte von Gunther für eine entwickelte Einheitsfragen sind so scheiße. Da müsste ich grandios viel noch nachtrainieren, ob sich das lohnen wird. Das werden wir sehen. Willkommen zurück zu Final Fates Offenbarung. Kapitel abgeschlossen, letzter Part, daher würde ich sagen, besetzen und mal schauen, wie es weitergeht. Gunther, es tut gut, dich einen unversehrt zu sehen. Was? Gunther tut gut? Okay, merken wir uns den Satz. Gunther tut gut. Hashtag Gunther tut gut. Ich bin auch vor euch zu sehen, Milord Michael. In dem Fall dachte ich wirklich, ich würde euer Gesicht nie wieder erblicken. Es scheint, ihr seid auch stärker geworden, als wir uns das letzte Mal sahen. Gunther, ihr seid unversehrt. Felicia, du hast gute Arbeit geleistet, den Herrn zu beschützen. Aber sagt, warum seid ihr alle hier? Ich habe sie hergebracht. Und wer seid ihr? Mein Name ist Asura. Ich bin eine Prinzessin, die als Kind aus Noah entführt wurde. Erinnerst du dich? Ja, gewiss, immer noch sehr klein. Entschuldigt euch, versagt euch vor den hoshidischen Entführern zu schützen. Du brauchst nicht zu entschuldigen, es spielt im Moment keine Rolle. Erzähl, wie du hier überlebt hast. Naja, wir kennen ja Asuras wahre Geschichte, aber Gunther war ja zuvor noch oben, ne, wenn man so will, und kannte die Wahrheit noch gar nicht. Ich glaube, Asura versucht ihn zu beschützen. Weil solange er, also schätze ich mal, nicht weiß, was das hier unten ist, obwohl, ich meine, wenn er nachher da vielleicht einfach nur einen Namen erzählt, weil wir wissen es ja von Asura und ihrer Mutter, wenn man da von dem Ort hier halt erzählt, dass man dann quasi in Luft auflöst, verschwindet. Ja, vielleicht wäre es ein bisschen zu viel verlangt, das schon zu verstehen. Egal. Und dann kann es, ja, scheint diesen Ort zu kennen, Milady Asura, wo finden wir uns genau? Na, jetzt sagt es trotzdem. Dies ist Valhalla, ein unsichtbares Königreich, das durch die bodenlose Schlucht mit der Welt verbunden ist. Es wird von Anankos regiert, der die gesamte Welt zerstören will. Anankos. Solange er auf dem valitischen Thron sitzt, wird die Welt keinen Frieden erfahren. Ja, aber ihr müsst vorsichtig sein, Gunther. Wenn ihr über irgendetwas davon außerhalb von Valhalla redet, wird ein Fluch euch vernichten und ihr löst euch in Luft auf. Was? Ist das möglich? Erscheint so. Und außerdem habe ich nun Feinde in Hoshide und Noah, Gunther. Ich konnte mich für keine Seite entscheiden, also wandten sich beide gegen mich. Wenn wir uns das nächste Mal begegnen, wird es ein schwieriger Kampf werden. Wirst du meiner Seite sein? Natürlich, Milord. Ich werde immer an eurer Seite sein. Danke, Gunther. Danke dafür, dass du Kanonenfutter bist. Ich fühle mich in einem Traum. Habe Angriff in diesem Fall überlebt. Obwohl ich zugeben muss, Hans war eine Enttäuschung. Er hat mich kaum verletzt. Ja, da fällt mir ein, Hans erwähnt etwas Seltsames. Er sagte, er folgte König Garins Befehlen, als er dich angriff. So strebt mir das zuzugeben, aber König Garin verabscheut mich. Wieso? Als für Heldenmut ausgezeichnet wurde, gewährte man mir eine Audienz beim König. Ich bot mir Drachenblut an, es anzunehmen hätte absolute Treue zum König gefordert. Ich wäre jetzt ein loyalster Krieger geworden, eine große Ehre. Es hätte aber auch bedeutet, mein Land, meine Frau und mein Kind zurückzulassen. Ich lehnte ab. Ich wollte ein normales Leben führen. Ich flehte ihn um sein Verständnis an. Ich vergesse nie seine Verbitterung, seine Wut. Ich ahnte ja nicht. Das tat wohl keiner. Doch nur ernsthaft? Warte mal. Wie ist das? Leave now. Geht. Ihr solltet nicht hier sein. Was so? Wer bist du? Ich bin eine Magierin aus Valhalla. Ihr wurdet gewarnt. Valitische Krieger vernichtet sie. Das ist übel. Ich glaube nicht, dass wir stark genug sind, um sie zu besiegen. Ziehen wir uns zurück in die andere Welt. Das geht so einfach? Wie jetzt? So schnell wieder zurück? Hä? Okay, wie sind wir jetzt wieder hier hochgekommen? Hallo, die Stucht war ja schier bodenlos. Hä? Jetzt wieder, wir sind da oben, geil. Verwirrung? Puh, scheint so, wie wir es geschafft haben, halt dort wegzukommen. Wer war diese Frau da unten? Sie sagt, sie wäre eine Magierin. Der Morgen wird zur Nacht, die Nacht wird zum Morgen. Wir sehen du die Tür, die bis dahin ward verborgen. Ist ein Gedicht, Asura? Meine Mutter, sie sagte mir diese Worte vor langer Zeit. Wenn der Morgen wird zur Nacht, die Nacht wird zum Morgen. Ja, logisch wieder.
beim Übergang halt. Wenn das passiert, öffnet und erschließt sich der Weg in der bodenlosen Schlucht. Oh, verstehe. Einmal alle paar Jahrzehnte dreht sich der Himmel über Nohr und Hushido. Im rechten Sinne wird das in ein paar Monaten passieren. Ja, ich bin sicher, das ist das Zeichen, das den Weg öffnet oder schließt. Da wir auch offensichtlich jetzt dorthin können, wird er das nächste Mal geschlossen sein. Wenn es sich schließt, dann für Jahrzehnte. Wir können nicht mehr dorthin gelangen. Wir haben nicht viel Zeit. Verstehe, wir müssen beide Könige dazu bringen, den Kampf einzustellen und uns zu helfen. Hätten wir Sen Ryoma, können wir gar nicht verlieren. Aber wie können wir sie überzeugen? Wir dürfen nicht die Wahrheit sagen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Das ist die einzige Möglichkeit. Nun, da ich weiß, dass beide Könige einen gemeinsamen Feind haben, denke ich, dass wir Nohr und Hushido retten können. Ich muss an mich glauben, andere überzeugen, uns zu helfen. Michael, vermutlich hast du recht. Allein fühle ich mich machtlos, aber gemeinsam können wir es schaffen. Bleiben wir hier, wird sich nichts ändern. Lass uns zuerst nach Hushido zurückgehen. Ich glaube, dass man eher gewillt, uns zuzuhören. Ja. Bin ich jetzt anderer Meinung? Aber okay, gehen wir zurück nach Hushido. Ja, da kann nur gut werden. So, wir müssen quatschen hier. Liliths Tempel. Fütter mich, Michael. Ja, kommt er schon. Hier, Fleisch. Fleisch, lecker. Ich mag Fleisch. Fleisch ist geil. Holy shit. Sie fühlt sich mächtiger. Schön für uns. Lapis, Rubine. Cool. Ja, jetzt Helmut voran drüber freuen. Jagdgrund, Fleisch erhalten, Reisfeld, Reis erhalten. Bin ich doof, ist aber das unten platziert. Das ist eine Nahrungsquelle, einmal ganz kurz. Ach, doof. So. Pack's mal hier hin, Reis war natürlich auch. Dass wir einfach alles kombinieren können aus beiden Reichen, das ist schon verrückt. Das aber noch nicht, wa? Nee. Das braucht auch alles nach einem Punkt. Okay, haben wir leider nicht. Aufwerten. Boah, 3 Punkte. Bist du wahnsinnig. Erstmal kurz reingehen, nachschauen, wa? Mein Hushido kennen wir ja, was es alles mit sich bringt. Ja, nichts Neues. Was vielleicht neu ist, ganz klar, das ist halt das Nohr-Arsenal. Also, neu im Gegensatz zum letzten Let's Play halt. Die Echse, die wir bereits kennen, Dolche, Obstmesser. Okay. Feuer, Donner, Fimbul, Winter, natürlich überall das gleiche Zeichen, ist klar. Gewöhnlicher Kampfzauber. Nosferatu, nur für Dunkelmagier. Für mich sind Zeiten, wo halt die Magiebücher noch unterschiedliche Farbe hatten. Als hier, ja, man sieht es ganz leicht unten anhand des Buch-Icons. Das ist einfach Magie. Grün, okay, du kannst Donner gegen Feuer verwenden und so, gar kein Thema. Das unterschiedliche wäre schon geil gewesen. So, ich habe 10.000, war. Könnte mir Gunther mal noch normales Schwert kaufen. Könnte ein bisschen trainieren können, aber was sonst? Ich meine. Hat's eh schon, wa? Ja, ne, ist bereits D, also bei ihr lohnt es gar nicht. Du hast natürlich logischerweise noch E, ist klar. Kann ich bald nutzen. Ja, man merkt auch mit Kapitel 8, was wir jetzt zum Beginn werden. Es ist noch nicht sehr viel los bei uns. Anschwert gehört ihm. Okay, Panzerbecher denke ich mal auch. Stimme, nicht versagen. Wäre ein bisschen doof. Noch Heilmittel, Heilung, Rettung, Pflege für den Notfall. Gunther natürlich auch noch alles. Mal ein bisschen Eisschwert ausrüsten. So. Ich denke mal gar nicht mal so schlecht. Einladen wir mal Asura.
Denn ich will mit ihr hier in Offenbarung die Romanze eingehen. I have so many questions to ask you. Promise that we will meet again soon. Ja, ihr seht, was dort steht, weil ich habe so viele Fragen an dich. Ihr habt zuerst, für eine Millisekunde bloß, trotzdem muss ich lächeln, habe ich gelesen, ich habe so viele Frauen an dich. Oder gerade zuerst mal, was? Frauen an dich, wenn schon für dich, weil sich Moment mal, stimmt das sowieso nicht. Ja. Man fragen Frauen, dass ein Buchstabe unterschiedlich ist, das sieht schon. Hey, wieso kann ich mit Gunther keine Gespräche? So verarschen? Moment mal. Gunther klar mal ganz kurz in einem Panzerbrecher. Warum? Ganz einfach, das sieht für mich fast so aus, als würde er gar nicht lange dabei bleiben. So, machen wir mal so. Hey, was war das gerade? Gunther kann Gespräche führen. Ich meine, klar, es kann natürlich sein, aber ihr seht es ja auch hier, ich habe Gunther gar nicht in der Auswahl. Da fehlt es mit Gunther nicht Gespräche führen kann. Das wäre unlogisch. Also etwas Salbe auftragen. Ja, wenn es nutzt, bin ich mal imstande, Geschirr zu tragen. Eine wahre Dienstmagd. Du, mich sorgen. Wir sind doch wie eine Familie. Wir helfen einander. Ich verdanke euer Leben. Ein furchtbarer Vieh. Oh, natürlich erinnere mich. Das war Flo und ich in eure Dienste traten, oder? Hat er gemacht, man können. Als er krank wurde. Du hast eine Eismächte dazu eingesetzt. Die Eismächte. Die Mächte in dir. Ach nee, das ist eine falsche Serie. Felicia, so warte doch. Nee, Michael, das war... Also bereits Rang B. Muss ein bisschen aufpassen hier. Dass ich dein Singen gehört habe. Den Hoshi... Du bist eine Prinzessin, nur den Hoshi... Hä? Es steht doch gar nicht, sie ist eine Walland-Prinzessin. Hä? Dürfen jetzt auch untereinander nicht mehr das Wort Walla verwenden außerhalb? Oder gilt das jetzt... Ach nee, lass mich ran, ist vorgeskridet, wa? Dass halt in allen drei Teilen, also in allen drei Pfaden des Spiels halt die gleiche Antwort kommt. Ist eigentlich logisch. Wohl auch ein bisschen enttäuschend. Weil kann es sein, dass du dich in Hoshido, also sprich bei Vermächtnis oder auch bei Herrscher dazu entscheidest mit der Zura, nicht zu paaren, sag ich jetzt mal. Da darf ja auch nichts von Walla kommen. Eine Menge zu tun. Bis bald, Asura. Naja. Gut. Nehmen wir das mal. Ich glaube, sonst in der Mitte ist noch was. Saat der Treue. Faszinierend. Gut, nochmal ganz kurz abspeichern. Und dann geht es auch schon weiter mit Kapitel 8. Denn ich brauche dringend neue Mitstreiter. Das ist alles ein bisschen sehr doof, ich finde. Felicia will ich eigentlich gar nicht trainieren. Momentan nur zur Heilung. Asura, klar. Aber Gunther ist auch ein bisschen... Nebenquest 1. Ja, wir wissen noch, was das ist. Und ich will das natürlich richtig machen. Deswegen erst später. Kapitel 8. Das Mal des Verräters. Aber irgendwann mal... Michael erkennt, dass er einen Ankos niemals allein besiegen könnte. Da bricht er zur Feste Jinja auf und versucht dort Hoshin zu überzeugen, ihm zu helfen, Hoshido zu überzeugen. Kommt bereits die Familie zum Zuge? Also wäre sehr für Hinoka oder Takumi natürlich. Ah, Takumi, ein Pfeilnutzer wäre geil. Also der Bogennutzer. Mal schauen. Hör gut zu. Davon befindet sich die Feste Jinja. Sie wird bestimmt streng von hoshidischen Soldaten bewacht. Das versucht mit ihnen zu reden. Milord, sagt er nicht, ihr wurdet als Verräter gebrandmarkt. Die Soldaten erhielten sich Befehle, euch anzugreifen, wenn sie euch sehen. Vergiss außerdem nicht den Fluch, du darfst keinem sagen, was du erfuhrst. Ich weiß, trotzdem müssen wir versuchen, mit ihnen zu reden. Niemand will, dass dieser Krieg für immer anhält. Irgendjemand wird mir bestimmt anhören. Das wird schon schief gehen. Wenn du mein Herz sprechen lässt, bin ich sicher, dass jeder Hoshido mich versteht. Optimists over 9000. Well.
Hey Leute, euer Prinz ist zurück. Lord Michael. Hallo? Hallo? Niemand da. Das ist also feste Shinja. Haben die oshidischen Truppen sie da vergeben? Es ist ruhig hier. Yukimura! Ihr habt vielleicht Nerven, hier aufzutauchen, Milord Verräter. Der Spitzname, ey. Milord Verräter. Dasselbe gilt für euch, Milady Asura. Ihr wurdet wie eine oshidische Prinzessin aufgezogen und doch... Ihr hattet kein Problem, uns den Rücken zu kehren, als es euch gelegen kam. Vermutlich sah dieses Königreich nie als euer Zuhause an. Das stimmt doch nicht! Wieso sagt sie nichts? Ihr liegt falsch, Yukimura. Wir haben Ushido gar nicht verraten. Ich bin nicht der Fall, nur auch nicht. Bitte, wenn ihr mir nur vertrauen würdet. Schweigt, ihr braucht gar nicht zu versuchen, euren Verrat zu rechtfertigen. Bitte, Yukimura. Wir haben nicht erwartet, dass es einfach sein würde. Nö, das sicher nicht. Es ist sehr bedauerlich, aber wir sollten uns kampfbereit machen. Yukimura, lass mich doch ausreden. Ich habe keine Zeit, euren vergifteten Worten zu lauschen. Ihr habt eure Freunde und eure Familie im Stich gelassen. Es würde mich nicht wundern, hättet ihr nur geholfen, Milord Takumi zu ergreifen. Und beim Überfluss ist auch noch Milord Ryoma verschwunden. Ach stimmt, das war ja bei... Das war bei Vermächtnis ja auch so. Vielleicht wenn wir uns beide retten würden, ne, dann... Wobei, Ryoma wird schwierig. Der ist so stur. Takumi ist auch stur, wenn wir nach... Ja, Taten folgen lassen. Also ich glaube, er ist einfach zu überzeugen als Ryoma. Das kann jetzt sein. Meine Brüder sind... Eure Brüder? Ihr wagt es auch als Teil der Königsfamilie zu sehen. Jetzt reicht's mir aber langsam mal. Euretwegen sind die besten und tapfersten Krieger Oshidos verschollen. Also, meinetwegen, das wäre, auch wenn ihr hier geblieben wäre, es wäre trotzdem passiert. Siehe Vermächtnis. Du bist doch ein Arsch, Yukimura. Muss erstmal einen Hintern versohlen oder was? Ich höre Entschuldigung nicht hören. Ihr sollt für euer Verbrechen büßen. Wachen, nehmt den Verräter fest. Warum wollt ihr mich nicht anhören? Unser wahrer Feind ist ein anderer. Ich weiß, Asura, ich weiß, ich darf nichts sagen. Ja, super. Alter, 19 feindliche Truppen. Ja, servus dann. Ja, die können sowieso alles vergessen. Positionieren und speichern. Please. Ja, versuchen wir es mal, wa? So, wer kommt hier zu Hilfe? Das ist Yukimura als Gegner. Ja, leck mich doch. Tüftler, das ist mal ein interessanter Beruf. Stahldolch, naja, von mir aus, Eisenyumi, eher nicht so tolle Werte, es wird also relativ... Orochi, nein! Ich will nicht gegen euch fighten. Oh. Das ist fies, das ist echt fies. Okay, wenn ich hier keine Unterstützung kriege, bin ich recht am Arsch. 4 gegen 19, geht's eigentlich noch gemeiner? Das ist ja Hardcore. Ah, scheiß drauf. Also 19 Gegner, wa? Wir haben hier einen Onibaba, Eisenshuriken, Eisenkatana ist mir eigentlich alles scheißegal. Da ist nichts Besonderes, die haben keine Fähigkeiten. Die oben natürlich schon, ist klar. Habe ich irgendwo Truhen, wo natürlich aber Truhen, wo ich aufpassen muss. Den Truhenschlüssel, gut. Ja, Heilzone, ja, das kann auch nicht schaden. Truhenschlüssel nochmal. Bisher also alles easy. Da sind die Naginata-Typen, wa? Ja, Naginata-Typen nochmal. Frage, der kann 5 Felder gehen. Ich muss ihn nicht abfangen, geht gar nicht anders. Die haben immer in Stärke 14, das wird wehtun, in Stärke 11. Das gefällt mir schon ein bisschen besser. Dann einfach mal nur so, damit ich es kann, wa? Check die mal hier rüber. Wow, das war schon ganz knapp. Mach hier mal kurz einen Support. Der nun Eisenkeule, okay. Und mach das dann mal so noch mit Yato. Jo, wird lustig. Ja, es wird immer lustiger.
Jetzt kommen die auch noch. Ja, leg mich am Arsch. Lass mal ganz kurz hier. Beiseite. Dann machen wir hier nochmal einen Angriff. Ja, ich so trainiere wieder nur mich, aber es geht nicht anders. Ich habe keinen Bock, dass die alle draufgehen. Ich bin nur zu viert. Hallo? Ich muss es so machen. Alles andere wäre so fies. Okay, das sind ja Naginata-Typen. Das ist sowieso scheiße. Sind wir uns einig. Ja, ihr müsst darüber abfangen, Leute. Geht nicht anders. Was mache ich nur, Freunde? Ich komme ein bisschen verarscht vor. Gut, instant tot. Kann sowieso keiner vorbei. Dann bin ich hier unten schon mal so weit ready. Yes, I did it right. So. Wie sieht's hier aus? Gunther. Der Standardeinsteck ist gleich, aber wir haben ein bisschen höhere Trefferchance. Ich muss es ausnutzen, Leute, weil ich habe schon mal mit 94% Nehmen getroffen. Das wäre echt scheiße. 99, das wäre jetzt neu. Das wäre jetzt Let's Play exklusiv. Zum Glück nicht. Ein Feind weniger. Sehr gut. Oh, sag's noch, sorry. You have my support. Das ist ja sehr freundlich von dir. Überleg gerade, jetzt bin ich ja nur noch mit der hier alleine. Könnte ich nicht irgendwie sagen, jo, ich unterstütze ihn mal ganz kurz. Mit dem weiß nicht so weit war. Ah, Mist. Kann natürlich ihn hier bringen, dann hier, also so trennen war quasi. Problem ist, ein Angriff überlebe ich, wa? Man könnte es also im Prinzip einfach hier hinstellen, damit es ein bisschen levelt, aber nö, komm, das ist mir jetzt auch zu doof. Mal schauen, Felicia. Jetzt trifft er sie weg. Okay. Ja, man kann es machen, come on. Wie gesagt, ich will jetzt nicht ins Team nehmen, also vor allem nicht ins fertige Team, aber nur mich selbst zu trainieren wäre auch ein bisschen doof. So. War jetzt noch nicht unbedingt so schwierig, hä? Der kommt bis dahin, okay, das heißt, kann ich mir Gunther machen, wechseln, ich werde erstmal heilen, dankeschön. Was war jetzt eigentlich geplant? Aber gut, Unterstützung natürlich. Dann heilen gibt ja auch Erfahrungspunkte, dann würde man sagen, einen gegnerischen Angriff abwarten und dann erstmal die nächste Folge abwarten. Ja gut, zweimal angreifen kann man irgendwie klar. Damit war zu rechnen, Freunde, und ich will mal sagen, wie es hier weitergeht mit Gunther, Michael, Asura und Felicia gegen den Rest von Hoshido und Nohr. Also, sorry, ich verstehe, also momentan verstehe ich noch nicht ganz, wieso Herrschaft schwieriger sein soll, weil dort hatten wir, oder hätten wir zumindest eine ganze Nation hinter uns. Klar, vielleicht sind die Missionen schwieriger und so weiter, du kannst das zumindest eine große Auswahl von Charakteren hier. Bin ja total am Arsch. Zu viert gegen den Rest ja, der Welt, wenn du so willst, ja. Der einen Seite Ryoma, der uns dann kragen will, der anderen Seite Sen, der uns kragen will. Also momentan habe ich echt keinen blassen Schimmer, wie hier halt aus der Sache rauskommen soll. Das ist gerade echt ein Rätsel. Naja, werden sehen. Hoffentlich nächste Folge wieder hier bei Fire Emblem Fates Offenbarung. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao zusammen.